Und weiter geht's hier im Schlussspur zu Kapitel 19. Und ich würde sagen, ja, Sohn und Ike machen das mal. Ike sage ich doch, Ike. Ich hatte gerade irgendwie Marv gesagt, aber nee, stimmt ja. Nee. Das hat gerade wegen Creed und so, aber passt. Keine Chance, Mann. Du bist ausgezählt, so Ike, greif an mit dem Königsschwert. Dein Kampfstil ist einzigartig. Rau und manchmal ungelenk und auch unglaublich stark. Wer hat ein Lehrer? Mein Vater. Wirklich? Dann haben wir etwas gemeinsam. Auch mein Vater hat mir den Umgang mit dem Schwert beigebracht. Keiner von uns kann seine Niederlage leisten. Aber du wirst sterben. Diese Schande. Das sah eh nicht so aus, als wäre es vorgescriptet, war. Das Spiel, das müsste eigentlich in Critical landen. Aber glaube ich eher weniger unser Meisterlord. Schöne Werte. Die ganze Map ist befreit. Irgendwie haben wir gewonnen. Weil du ausgezeichnete Arbeit geleistet und die Raben vertrieben hast. Ja, mit dem weitergehen zu kämpfen müssen, wenn wir mehr Verluste erlitten. Allerdings muss Rayson ausdrücklich danken. Milord Ike, ich bin froh, dass es euch gut geht. Ihr seid doch hoffentlich nicht verletzt. Prinzessin Alicia, mir geht es gut, ich bin unverletzt. Ja, das ist gut. Ike, kann ich kurz mit dir sprechen? Wenn es euch nichts ausmacht, Prinzessin Alicia, würde ich euch gerne dazu bitten. Wenn ihr mir bitte in dieses Gebäude folgen würdet. Worum geht es wohl? Oh, keine Ahnung. Das ist eine Vermutung, aber... Das ist heilige Scheinkleister. Unglaublich, nicht wahr? Das ist Gold, alles Gold. Der muss schrecklich reich sein. Das ist so viel mehr. Es scheint mir gar nicht wirklich zu sein. Was machen wir jetzt damit? Das ist Kriegsbeute, natürlich gehört zu uns. Dem würde ich mir gerne 50.000 leihen. Einverstanden? Das ist aber eine Menge, was hast du damit vor? Das ist eine Privatangelegenheit. Entschuldigung, Commander, du bist kein Kind mehr. Ich habe keinen Grund, dich auszufragen. Milord Ike, bitte verwendet das Geld für die Söldnertruppe. Bis hat euch nicht genügend Reserven, um sie alle adäquat zu entlohnen, bitte. Nein, wenn ich mir 50.000 leihen dürfte, ist das mehr als... So, stimmt, aber ganz vergessen. Weißt du, wenn wir mit Solen geben, damit er es im Sinne der Truppe verwaltet. Ja, natürlich, das ist geil. Stimmt, ja, Volk will sein Geld zurück, wir haben ihn angeheuert. General Petrain, bitte General, ich bin nur ein Bote. Ich muss auch etwas mitteilen. Ich weiß bereits Bescheid, Schwachkopf. Ich habe dieses Stück den Raben von Anfang an gehasst. Und trotzdem auf diese Art und Weise verraten zu werden, dafür wird jemand bluten müssen. Oh ja, tatsächlich schon ein Spaß mit uns, nicht wahr, König von Kilwas? Wenn ihr unbedingt zu den Feinden von denen zählen wollt, dann soll es so sein. Sobald Galle gefallen ist, werden wir uns eure Migration vornehmen und sie vom Antlitz der Welt fegen. Warum bist du noch hier? Wenn es mal etwas amüsant? Also meinen Tanz mit der Lanze vorführen? Nein mehr, tschüss! Abschaum! Ich brauche einen brillanten Plan, wenn es so weitergeht, verlangt der König noch meinen Kopf. Ja, doof, was? Du willst mich sehen? Du hast lange gewartet. Hier ist das Gold, wie versprochen. Hast du es endlich zusammengekratzt? Wie? Ich nehme es mit Freuden an. Willst du nicht zählen? Das brauche ich nicht, ich vertraue dir. Gut, dann bitte ich dich um das, was du versprochen hast. Den Bericht, den du von meinem Vater erstellt hast. Es gibt keinen Bericht. Was? Es gibt keinen Bericht und es gab auch nie einen. Du hast mich angelogen? Du Arsch, ey. Es gibt etwas, das ich dir sagen muss, aber das wurde nicht aufgeschrieben. Es ist ein Geheimnis, das nicht aufgeschrieben werden sollte. Dein Vater hat gesagt, er soll warten, bis er sicher sei, dass du reif genug bist, sei es zu hören. Und dann soll ich es dir persönlich sagen. Reif genug? Wofür waren dann die 50.000 Gold? Ja, das Gold war meine Idee. Ich dachte mir, das wäre ein guter Test, um zu sehen, wie verantwortungsbewusst und einfallsreich du bist. Dann mach einfach will etwas hören. Ich habe lange Zeit als Grills mit seiner Schatten verbracht. Eine wirklich lange Zeit. Ich hielt mich im Hintergrund bereit, für den Fall, dass der Tag kommen würde, in dem ich meinen Vertrag erfüllen muss. All die Zeit hatte ich nur eine Aufgabe. Wie sah die aus? Sollte Grill jemals durchdrehen, sollte ich ihn aufhalten. Meine Aufgabe war es, sein Leben zu nehmen. Was? Aber da gab es auch noch eine andere Sache. Sollte Grill jemals in seiner Verfolgung getötet werden,
Sollte ich auf seinen Sohn aufpassen und ihm, wenn die Zeit gekommen ist, Gwylls Geheimnis verraten. Das war meine Aufgabe. Ein Geheimnis? Wegen Lirens Medaillon. Welches Medaillon? Kannst du bitte das deutlich ausdrücken? Das Medaillon, das seine Schwester trägt. Bitte, das alte Bronzeteil? Ich dachte, das wäre nur ein Andenken unserer Mutter. Willst du behaupten, dass es mehr ist? Gwyll sagte mir nur, dass von ihm große Gefahr ausgeht. Mir sagte er nicht. Ich habe dann selbst Nachforschungen angestellt. Und was ich herausgefunden habe, hat mich erstaunt. Erzähl es mir. Lewan gehörte zum Clan des Heroines. Er war ein Vorgänger von unserem Prinz Raisin und trug dieses Bronzemedaillon stets bei sich. Vor langer, langer Zeit besiegte eine Gruppe von Heroines einen bösen Gott und band ihn in dieses Medaillon. Ein bösen Gott? Glaubst du wirklich, das ist ja lustig? Du machst doch Witze, oder? Leider nein. Ich habe keine Ahnung, wie das verfluchte Ding in Gwylls Besitz kam. Aber ich weiß, dass die Männer, die deinem Vater folgten, es tatsächlich auf das Medaillon abgesehen hatten. Warum sie es haben wollten, was sie damit vorhatten, wenn ich nur daran denke, schaut es mich. Ich habe ein Problem damit, die Sache einfach so zu glauben. Du sagst, was von großer Gefahr ausgeht. Warum hat mein Vater dann Ali erlaubt, es zu tragen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Weil sie es ohne Gefahr tragen kann. Tatsächlich ist sie die Einzige, die das zu tun vermag. Du willst einen Beweis? Dann denk doch mal nach. Hast du es jemals auch nur berührt? Nö, aber nicht. Ich erinnere mich, dass ich es vor langer Zeit einmal anfassen wollte, als Ali es in der Hand hatte. Mein Vater hat deswegen heftig mit mir geschimpft. Danach dachte ich, es gehört allein meiner Schwester und ich habe nie mehr versucht, es anzufassen. Meine Schwester besitzt im Vergleich zu anderen eine starke innere Ausgeglichenheit. Ihre Mutter besaß sie ebenfalls. Ihnen schadet das Medaillon nicht. Das Medaillon ist ähnlich einem starken Gift. Es erkennt die negativen Eigenschaften eines Lebewesens und verstärkt diese um das Tausendfache. Gwyll hat es einmal berührt und es hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Das meinst du also, als du vom Durchdringen gesprochen hast? Ja. Beorg und Lacus bestehen beide aus zwei Kräften, Balance und Chaos. Darin besteht kein Unterschied zwischen uns. Das Verhältnis zwischen Balance und Chaos besteht, wie stark das Medaillon jemanden beeinflussen kann. Und dennoch legt es auch fest, wie viel Schaden eine Person anrichten kann. Okay, krass. Dein Vater war einer der herausragendsten Schwertkämpfer seiner Generation. An einem Tag, als er Medaillon berührte, 20 Soldaten waren ihm auf den Fersen, 20 gut trainierte Mörder. Dein Vater verlor nicht einen Tropfen Schweiß, als er sie mit seinem Schwert niederstreckte. Aber dann begann er, die Nachbarn anzugreifen, die ihm Unterkunft gewährt haben. Die seine Identität verschleiert und ihn als Freund bezeichnet haben. Er streckte sie einen nach dem anderen nieder, bis seine Mutter ihn aufhielt. Sie dachten nur daran, ihren Mann vor sich selbst zu schützen. Und sofort hörte es auf. Deine Mutter nahm das Medaillon aus seiner Hand und trat zurück. Sie sagten, sie habe gelächelt, als sein Schwert aus ihrer Brust zog und ihm vergeben, als das Leben sie verließ. Mein Vater hat meine Mutter getötet? Nein, das kann nicht sein. Das Medaillon hat deine Mutter getötet. Seine Kraft ist für jeden zu stark. Selbst für jemanden wie deinen Vater. Du? Ich bin sicher, wenn einer von uns beiden es berühren würde, würden wir beide im Wahnsinn verfallen. Als sein Vater seine Sinne wieder beisammen hatte, spürte er mich auf. Scheinbar hatte er schon das eine oder andere über mich gehört. Er sagte, er könne jemanden wie mich gebrauchen. Verschwiegen, geschickt und was am wichtigsten war, bereit, jeden Auftrag anzunehmen. Natürlich wollte ich sein Angebot ablehnen, als er mir erklärt, worum es ging. Gwyll war ein berühmter General. Er war jener Sir Gawain, einer von Danes 4 Reitern. Ich habe ihn sofort erkannt. Jemand wie ihn hätte ihn niemals aufhalten können. Ja, jemand wie ich hätte ihn niemals aufhalten können. Das war doch aussichtslos. Du hast die Aufgabe trotzdem angenommen. Warum denn das? Gwyll hat seine Frau verloren und seine Trauer war überwältigend. Damit so etwas nicht wieder geschehen würde, verletzt er sich selbst. Er durchtrennte die Sehnen seiner Schwerthand, sodass er niemals wieder ein Schwert führen konnte. Ach deswegen. Ich habe den Auftrag angenommen, weil er so zu jemandem geworden war, mit dem ich es im Notfall aufnehmen konnte. Er war stärker als die meisten anderen Männer. Deswegen konnte er nur eine Axt führen, war? Ich weiß nicht, was er sagen soll. Das ist Gwylls Geheimnis, so wie ich es kenne. Ich übertrage dir die Verantwortung für das Medaillon. Sieh zu, dass es nicht in die falschen Hände gerät.
Deine Schwester muss es behalten. Bevor mein Vater starb, sagte er mir, er soll alles vergessen und im Frieden leben. Was hat er damit bloß gemeint? Ich vermute, er wollte nicht, dass du dich selbst verlierst und dich auf einen Rachefeldzug begibst. Er wurde viel eher getötet, als er gedacht hatte. So. Der letzte Wunsch meines Vaters war es also, dass ich das Medaillon beschütze. Wenn ich das tue, ist alles in Ordnung? Ich glaube schon. Zumindest muss dies vor allem anderen stehen. Das sehe ich ein. Oh, eines noch. Was denn? Willst du mich anheuern, für den Fall, dass du eines Tages durchdrehst? Wenn wir heute einen Vertrag abschließen, brauchst du morgen keine Sorgen zu haben. Was Bezahlung angeht, wir verrechnen das mit den 50.000, die du mir schon gegeben hast. Was sagst du? Klar. Bitte. Eine weise Entscheidung. In diesem Fall muss ich meine wahre Identität noch nicht mehr verheimlichen. Hä? Na klar! Wahre Identität. Ja, ich werfe mich einfach mal weiter. Psst. Unser Volker digitiert zu dem wahren Volker. Einem Assassinen. Oder? Jo Mann, geil. Wow. Das sind doch geile Werte. Du. Ich bin kein Dieb, ich bin ein Assassine. Nur werde ich einen Auftrag von dir annehmen. Egal wie schmutzig er ist. Okay. Vater, Mutter, warum? Warum? Gute Frage, nächste Frage. Kapitel 19 beendet und Volker hat sich gemorpht. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Assassinen im Team. Das Königreich Dane liegt im nordöstlichen Gebiet von Teleus. Seine Küste wird von einer eisigen Brandung den nördlichen See umspült und kalte Winde wehen mit stürmischer Kraft ins Land hinein. Die Winter in Dane sind daher rau und unbarmherzig, Eis und Schnee unterjochen das Land mit Blizzards und Stürmen. In einem dieser Blizzards marschieren General Ike und die Armee von Crimea weiter das Landesinnere. Betschnins imperialer Senat hat Crimea zur Truppen zur Verfügung gestellt, aber die Senatoren glauben nicht an einen Sieg. Und doch trotzen eigens seine Gefährten alle Widerstände und beanspruchen einen Sieg nach dem anderen für sich. Ike marschiert in grimmigem Schweigen, er hat den Traum Prinzessin Alicias und einen befreiten Crimea nach die tragische Geschichte seiner Eltern verinnerlicht. Schön. Kann langsam mal ein bisschen, was anderes machen. Also Quatsch, nee. Kapitel 20, Talrega, was? Ist das eine Krankheit? Und der ersten Schritte Bescheid. Und so, Ike? Ike, geht's dir gut? Ja, was gibt's? Nö, ist gut, ja gut. Wie sieht es mir da aus? Mir geht's in den Kopf herum. Ich wollte schlafen, aber ich habe stattdessen nachgedacht. Auf einmal war es schon morgen. Ehrlich, ich habe noch nicht gehört, dass er eigentlich schlafen konnte, weil er nachgedacht hat. Ich frage mich, ob man nun auch über Sohn hört, dass er freundlich ist. Sehr witzig. Bruder Ike, was ist denn, Alia? Was soll man tun, Ike? Mein Medaillon ist weg. Scheibenkleister. Irgendwas? Ja, ich habe es immer bei mir, ich will es niemals verlieren. Nicht weinen, es ist nicht deine Schuld. Aber... Ich sag nicht weinen, ich werde es finden. Beruhigst du dich jetzt bitte? Ja, es tut mir leid. Tja. Mal das im Ernst? Du fängst sofort damit an. Aber das ist General Petrine, das tun wir den leiden. Jetzt zum Wohl des Landes. Außerdem geht es hier nur um ein einziges Gebiet. Klar, Mann? Hör auf zu quäken wie ein altes Weib. Ich hab es verstanden und doch. Wenn es darum geht, die Armee von Crimea aufzuhalten, ist es nicht nötig. Die stärken meinen Trupp reicht aus, um... Der letzte Idiot, der mir das zu mir gesagt hat, leistet nun eine Totengesellschaft. Hör mir zu und hör mir gut zu. Egal, mit wie viel Leidenschaft du mir auch erklärst, dass du Crimea bezwingen würdest. Ich würde meine Hoffnung niemals auf eine Bande aus dem Ausland setzen. Du wirst den Vormarsch stoppen. So einfach ist das. Mein Plan wird ausgeführt. Schon bei Train. Nicht in den geboren und meine Bände nicht schon seit 18 Jahren den loyal zur Seite. Wir haben keine Mühen gescheut, die Sitten und Gebot des Landes zu lernen.
Ja, gut, ja, ist klar, sie vertraut ihnen nicht und so. Nur den ist den, nur das Land ist das Land und ja, ist mal klar, ja, ja, ja. Und zu vertrauen. Und zwar nur der Gehorsam, es ist wie die Frau sagt. Wir können nur dafür sorgen, dass die Armee von Grimmer so schnell wie möglich besiegt wird. General? Öffne die Schleusen, sofort! Sicher, bitte. Also gut. Ausgaben, Einnahmen 70.000, obwohl wir 50.000 davon bezahlt haben, aber egal. Ja, ziehe dich zurück. So, ja, wir haben, gut, das kann ich rein Grobski noch machen, wa? Obwohl wir gar nicht mehr so viel Zeit hätten. Dann sich theoretisch, ich gebe eigentlich dann gleich mal einen Panzerbrecher nach, obwohl das Königsschwert, aber ich will eigentlich lieber nicht unbedingt so sehr verschwenden. Ne, ich kann noch eine Stahlklinge. Du hast dringend mal ein bisschen neue Magie hier. Ein bisschen Elfendonner kann nicht schaden. Ich glaube mal, Chill hat doch jetzt irgendwie ein höheres Axtlevel, wa? Ich habe mich gerade getäuscht, als ich das vorhin gesehen habe. Hat ihm noch E, wa? Ich dachte, einer von denen hätten jetzt... Wer ist denn auf D bereits? Volker Assassinen kann doch immer die gleichen Sachen tragen. Verdammter Mist. Geh mal in den Dolch und geh mal hier ins Geschäft rein. Vielleicht hat er ja irgendwas Neues. Könnte ja sein. Alter, wir haben so viel Kohle, ey. Da gibt's auch nichts in der Front. Oh Mann, ja, die warten noch ein bisschen. Das liegt vor allem daran, dass wir halt echt... Ja, wie soll ich sagen, wir haben zwar echt viel Kohle, das ist auch gut, so eine kauft deswegen direkt mal ein paar auf Vorrat, weiß nicht, wann du wieder kaufen kannst. Aber, trotzdem so, ist halt noch keiner von ihnen hat irgendwie Rang A und das also tragen ist halt schon doof halt. So, ja. Passt eigentlich Item noch irgendetwas? Oder ein Pflegestab hier, ja, kann auch nicht schaden. Den Rest brauche ich eigentlich nicht, war Verkaufsschmieden geht eh noch immer das gleiche. Ja, eben hier etwas Silber, kann ich noch nicht tragen. Wurf wäre jetzt mal geil, war. Was Wurfiges zu schmieden. Vor allem für Chill wäre natürlich noch praktisch, wenn es ein bisschen mehr Power hätte. Für so mal ein bisschen mehr Power. Okay, ist normal, wie ich dachte, noch höhere Stufen. Oh je, Freunde. Ist echt immer noch alles B. Kann halt irgendwie schon das zweite D oder ist mit dem ersten auf A oder so? Na gut, sie, aber es war ein anderes Thema. Oh Mann, hey, gut, den Rest kann ich also belassen, wie es gerade ist. Ja, denke schon. Noch ganz kurz sichern. Weil jetzt geht es um die Bonus-EPs, vor allem natürlich auch bei Chill noch wichtig, deswegen, Entschuldigung. Das soll alles sein. Nö, das ist mir zu wenig. Ah, Moment mal, er muss jetzt zurück ins Ende machen geht's. Er muss er so machen, jetzt zurück ins komme ich hier nicht direkt zum Titelbildschirm zurück, wa? Basis verlassen. Verdammt, hey.
Ne, machen wir es anders, Leute. Dann gucken wir wegen dem Level und so. Gucke ich offscreen, dass wir die Schilder noch hochkriege. Die besten Werten halt und quatschen noch ein bisschen hier. Juhu, du da, junger Mann, ich muss dringend den General des Armee sprechen. Willst du mir Nachricht überbringen? Wer bist du denn? Wer ich bin? Was eine billige Grüße ist das? Ich bin Khalil, ich bin der Magier in der 1. Klasse. Das Armee wollen, das ist eine gute Frage. Und ich ein Problem, es ist aus, willst du mir nicht trauen. Und ich denke, das kann ich dir nicht verdenken. Hat vielleicht nicht oft Schönheit gepaart mit Intelligenz, wie es bei mir der Fall ist, aber es ist trotzdem wahr. Magierin, wahrscheinlich kann man nicht genug Magier im Petto haben, vor allem momentan nur einen haben. Schönheit, Krebs und Muskeln, ach. Hat die Göttin dafür gesorgt, dass sich die Eigenschaften von 3 Personen in einer einzigen vereinen. Klingt cool, wa? Hallo, hör mir aber zu. Eine hübsche Frau spricht mit dir, hey. Rechnung stellen, ganz Geschäftsmann, wa? Mal sehen, wie klingt nix. Verdächtig, wo ist der Haken? Ich lege meine Besoldung nach meiner Arbeitsqualität fest. Schau dir an, wie ich mich im Kampf geschlagen habe und dann mach mir ein Angebot. Je nach Summe entscheide ich dann, ob ich euch weiterhin helfe und nicht. Tja, natürlich nicht. Naja, komm, kommt's ja mit. Du bist dabei. General sprechen. Ich bin der General. Was? Wo ist sie? Könnt ihr bitte für einen Moment herkommen? Was gibt's? Na, helfen kann, wenn ich das natürlich tun. Eure Vorfahren. Vergesst, es ist schon gut. Was, ich will das nicht? Wenn ihr darüber nachdenkt. Neu zu lesen. Ehrlich. Aber nicht die Kraft. Ist drin und nicht stellt. Gleich was sonst. Werde das gar nicht. Mir geht es gut. Eigentlich, mir geht es gut, das versichere ich euch. Bitte behandelt mich nicht bevorzugt, ja? Das war nicht meine Absicht. Warte, Moment, was sagt das denn? Lasst Zeit! Ich will nicht in Lagern kämpfen teilzunehmen. Der habe ich nur ein Hindernis. Genau, die Fähigkeiten von ihm sind echt geil. Wir haben es schon im Einsatz gesehen, vor allem in so einer Lagus-Form. So, war dann eine Pause von mir aus. Schützen aber nichts davon. Okay, ne, Leute machen es anders. Also eine ganz kurze Interessenstruppe noch ein bisschen. Ja, wir haben genug Erfahrungspunkte von dem her. Die macht Chill noch ein weiteres Level, aber dann aber doch offscreen und guckt, dass er noch gute Werte kriegt. Soll ich die echte Chill verschwenden? Weil, naja, die Frage ist halt schon, ob es überhaupt lohnt, sich noch zu trainieren. So dass man dann aussieht, ist er doch ein bisschen schwächlich drauf und, naja. Aber dann nicht doch lieber unsere Mühungen auf andere. Oh, Mann, ey. Ja, das ist natürlich auch so etwas. Das kann jedem nur empfehlen, vorher abspeichern und dann halt gucken in den Werten und das halt sonst nochmal irgendwie, ja. Also das Spiel nochmal resetten, nochmal neu zuteilen, weil teilweise Punkte sind echt eine Katastrophe, die man kriegt. Lagusvogel. Ich frage mich zwar gerade, was bringt's ihm, wenn er noch ein bisschen... Gut, kann vielleicht weiter... Nee, kann er auch nicht. Weitergehen kann er auch nicht, also im Level-Up-mäßig bringt's ja gar nichts. Also kann mehr aushalten, okay, aber ansonsten... Wolf, bei ihm ist es echt Verschwendung, da muss ich anders gucken, wie ich das mache. Ansonsten restauriere ich momentan nicht mehr. Nur der Rest passt, Freunde, wa? Ich würde doch sagen, nächsten Part geht's hier weiter. Ja, komm. Also doch jetzt schon mal raus. Kriegt's ja noch Level 5. Das ist geil. Unser Lieblingsgeneral ebenfalls, sind bald alle Punkte weg, aber ist egal. Seht ihr, das sind doch mal Werte.
Wieso nicht immer so? Und dann kriegt natürlich Eiknos sein verdientes Level Up zu Level 5. Sehr schön. So, wenn ich ihn natürlich jetzt mache, haben nachher zu wenig Punkte für unsere Chill, das wäre doof. Deswegen lass es bei ihm. Und guck offscreen noch, ob ich Chill noch irgendwie ein Level hochkriege mit guten Werten. Und dann geht es in der nächsten Partie weiter mit Folgen aus dem Assassinen, der zumindest mal eine gute Geschwindigkeit drauf hat. Jo. Was ist schon voll bei Stärke. Ganz schlecht, wa? Hat echt auf Level 20 nachher nur 23 Stärke? Das ist ein bisschen wenig, wa?